Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal bei. Ich bin Anne. Das ist unser Lavendel-Journal und wir haben da jetzt rundum alles schon mal schön zusammengeklebt. Und jetzt brauchen wir noch das. Hier innen müssen wir noch draufkleben. Ich habe jetzt doch gesehen, es ist glaube ich schon ein bisschen zu lang. Ich glaube, ich schneide noch ein bisschen ab, tue noch ein bisschen oben so ein bisschen verzuseln. So, dann kleben wir das heute hier rein. Und das andere ist ja, dass wir gesagt haben, wir brauchen hier aussen noch ein Rämchen, ein Rändchen, weil das hier so einen dunklen Strich hat, der nicht so gefällt. Und jetzt ist es eben so, ich wollte ja eigentlich noch mit der Nähmaschine drumherum fräsen, aber da wir jetzt wirklich einfach so viel geleimt haben und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird dann einfach ein bisschen zu hart. An gewissen Orten ist wirklich viel Material und ich weiß nicht, ob meine Nähmaschine das schafft, obwohl das so eine extra starke Jeans-Nähmaschine ist, aber doch da mit dem ganzen Stoffleim, der wird einfach schon extrem hart. Und dann könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen zu hart ist. Darum habe ich mir eine andere Überlegung gemacht. Und zwar, ich habe da so ganz Haufen schöne Bändeli, wo eigentlich jedes Bändeli selber hübsch aussehen, wenn man das jetzt einfach so würde, ja, halt so ein Kännchen machen, so rundherum, oder? Also schön, einmal so, weil da der Innerteil ist auch nicht so wahnsinnig hübsch. Aber ich bin ja eben total absoluter Näh-Unprofi. Ich kann überhaupt nicht schön und gerade nähen und dann habe ich das Gefühl, dann wird das dann auch nicht schön. Wenn man ja dann schon eine saubere Kante will machen, dann soll sie gefälligst auch sauber aussehen und dann, ja, wäre das wirklich mega schade, wenn das dann einfach krumm ist. So. Genau, darum machen wir doch extra krumm, habe ich mir gedacht. Und ich habe gedacht, ich könnte einfach so verschiedene von diesen Bändeli, Stückchen so ein bisschen aneinander annähen. Irgendwie. So ein Bändeli machen, so ein, wie sagt man dem, ein Schnipselband oder so, oder ein, ich weiss gerade nicht mehr, wie man dem sagt. Weil ich könnte mich ja sowieso nicht entscheiden, welches von all denen das ich nehmen würde. Und dann würde ich die hier so ein bisschen Kraut und Kabis übereinander drüber einfach nähen, vielleicht mit so einem Band hier. Alles schön zusammennähen, dass ich ein langes Band habe, das ich dann wirklich aussen herum tun kann, plus auch noch gerade innen drinnen einmal rundherum tun. Ich weiss nicht, ob man es ganz verstanden hat, was ich meine. Ihr werdet es dann sehen. Und dann werden wir auch miteinander sehen, ob das dann hübsch aussieht oder nicht. Es soll ja auch so ein bisschen junkig werden oder bleiben. Und dann ja, darf das gerne ein bisschen unordentlich aussehen. Ja, nicht schön finde ich halt eben einfach, wenn man dann sozusagen gerne möchte, eine saubere Kante machen und die nachher dann aber unsauber wird, weil man einfach zu doof ist. So, genau, ja, das wollte ich sagen. Als erstes schneiden wir jetzt das schnell noch ein bisschen ab und kleben das rein. Und das mache ich, glaube ich, dann gerade mit dem Tacky Glue. Und dann können wir das Ding nachher dann trocknen in der Zeit, wo ich dann das Bändeli mache. So. Voilà. Jetzt mal schauen, ob das ein bisschen besser ist. Oder ist es immer noch zu gross? Wenn man das dann wirklich schön gerade draufklebt.
so, mir hat es fast besser gefallen, wenn es noch ein bisschen das vorgekommen wäre, oder? So. Ja, ich glaube, da kann man auch noch einiges abschneiden. Ich will ja einfach nicht zu viel, sonst kann ich dann noch einmal von vorne anfangen. Aber so. So, oh ja, genau, so ist gut. So würde ich es gerne haben. Da ist das Dingsbums. Und dann gibt es ein Vorne und ein Hinten. Ich glaube, das ist hinten, aber bin ich nicht ganz sicher. So, gut. Das sieht doch super aus. Genau. Und jetzt widme ich mich hier diesen Bändchen. Und dann ja, muss ich mal die Nähmaschine installieren. Beim Nähen nehme ich euch nicht mit, weil da bin ich noch am Umeinander fluchen. Aber ich zeige euch dann nachher, wie das schlussendlich rausgekommen ist. Und dann können wir miteinander beurteilen, ob das Sinn macht. So, das ist unser Schnipselband. Ich kann schnell zeigen, wie ich das gemacht habe. Das sind einfach von diesen einzelnen Bändchen immer so ein Stückchen. Da habe ich ein Satin-Bändchen draufgelegt und so ein Goldbändchen. Schön drauf und immer wieder ein neues Fötzchen dazu genommen. Und mit dem Zickzackstich einfach einmal oben drüber. Und das hätte auch so unordentlich sein, so dass das mal einmal nicht festhebt. Oder das mal einmal nicht ganz festhebt. So, und die Schnipsel, ja, die sind halt auch einfach so, wie es gerade gekommen ist, aneinander geschnürpfelt. Und ich habe jetzt gedacht, ich tue immer ein Stückchen abschneiden, klebe das dann drauf. Ich gehe jetzt auch nicht irgendwie um die Ecke, das gibt da nur irgendwie noch einmal mehr Knosch. Ich schneide die ab und klebe die, leime die da drauf. Da gehe ich einmal so um, da tue ich nicht und da tue ich auch nicht. Einfach nur so. Und da gehe ich einmal ganz rundum und das hier lasse ich auch so sein. Das ist der Plan, das machen wir jetzt. So, hui, das war jetzt ein bisschen eine Sache, vor allem die Anleimerei. Da ein paar Sachen haben jetzt noch nicht ganz so gut. Ich glaube, ich muss es dann noch ein bisschen einfach andrücken. Und sonst dann halt da so einzelnes Zeug noch ein bisschen abkleben. Und vielleicht muss ich dann auch noch ein bisschen mit dem Heißleim dahinter, um das wirklich richtig anzumachen. Aber jetzt so auf den ersten Blick finde ich, sieht es eigentlich noch recht cool aus. Doch, mir gefällt es. Ich glaube,
das ist wirklich das gewesen, was es jetzt noch gebraucht hat, was jetzt noch gefehlt hat. Genau. Ich finde das hübsch. Und jetzt aufs nächste Mal muss ich mir überlegen, was ich dann gerne für eine Signatur drin habe. Ob ich weisse Blätter will oder gefärbte oder alles verschiedene oder alles gleiche. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mir dann noch Gedanken darüber machen. Und ja, wenn es euch Wunder nimmt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.